Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Buchmesse neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Das ist der letzte Tag, auch der fulminante, wie ich finde, Gastlandauftritt Sloweniens. Und man kann als deutscher Buchmessenbesucher eigentlich nur dankbar sein für den literarischen Reichtum, den das slowenische Organisationsteam in sehr kurzer Zeit zu uns hierher gebracht hat. Und natürlich gehört dazu auch der Kriminalroman. Es ist glücklicherweise schon lange her, dass man dieses Genre zwar gelesen, viel gelesen, aber ästhetisch nicht so recht ernst genommen hat. Inzwischen scheint es mir, als sei das Verständnis dafür gewachsen, wie und mit welchen Mitteln der Kriminalroman unter anderem auch ein Abbild einer Gesellschaft liefern kann. Zum Mordfall und der Frage, wer ein Verbrechen aus welchen individuellen Motiven heraus begangen hat, kommt mehr denn je die Frage, wie das jeweilige Verbrechen in der Gesellschaft verankert ist und welches diagnostische Mittel dazu der Roman bereitstellt. Neben mir sitzen eine Autorin und ein Autor, die beide mit ihren übrigens, wie ich finde, äußerst spannenden Kriminalromanen viel dazu beitragen konnten, eine slowenische Perspektive dazu zu skizzieren. Herzlich willkommen, Mojca Širok und Tadej Golob. Willkommen. Frau Širok, Sie sind Journalistin für den slowenischen Rundfunk und haben 13 Jahre lang aus Italien und dem Vatikan berichtet. Inzwischen leben Sie in Brüssel. Wie hat Sie Ihr Weg nach Italien geführt? Ja, najprej hvala za vabilo, za vprašanje in res sem vesela, da danes nisem jaz tista, ki postavlja vprašanja, da je to kolega. Pot me je vodila v Italijo po službeni plati. Jaz sem bila novinarka, ki se je ukvarjala z italijansko notranjo politiko in dobila sem vabilo, da se grem v službo na Radio Televizija Slovenija za dopisnico v Rim. In tako se je v bistvu začela moja profesionalna pot v Italiji. Drugače sem pa rojena na meji z Italijo in na območju, ki je bilo ves čas po drugi svetovni vojni z obeh strani prepredeno z mejo. Slovensko realnostjo na italijanski strani in zelo, zelo močno, še posebej po pojavu Berlusconijevih televizij, z italijansko realnostjo na slovenski strani. In skratka, na nek način je Italija v bistvu ne samo država, ki me zanima v politično-družbenem smislu, ampak ki je tudi, bi rekla, čisto osebnostno del mene. Ja, das ist überhaupt, finde ich, ein Ergebnis dieser Buchmesse, dass in vieler Hinsicht der Blick von uns allen gelenkt worden ist, genau auf diese Grenzregion mit einigen Veranstaltungen und sehr interessanten Büchern auch, die erschienen sind. Sie haben eine Reihe von Büchern publiziert, darunter der Band von Benedikt zu Franziskus. Ihr Krimi-Debüt Der Pakt wurde dann bereits als unveröffentlichtes Manuskript prämiert. Wie kamen Sie dann vom Journalismus, den Sie beschrieben haben, zum Krimischreiben? Iz potrebe. Iz potrebe, zato ker, ko si ti novinar, si ujet v formo. Ujet si v formo in ujet si v vsebino. Ker dejansko novinarsko poročilo je prvič omejeno s časom. Jaz delam za radio in televizijo, se pravi, moji prispevki so dolgi minuto 30 sekund. To je 10 vrstic. In vsebinsko ti kot novinar lahko poročaš samo o tistem, kar si videl, kar si slišal, kar ti je nekdo povedal. In ničesar ne smeš dodati v novinarskem poročilu. Zdaj si pa predstavljajte svobodo, ki jo avtor doživi, ko nima ne časovne, ne vsebinske omejitve. Skratka, svoje prve 3 publicistične knjige sem pisala v bistvu iz potrebe, da te svoje prispevke, s katerimi sem se ukvarjala, se pravi ljudi, ki sem jih intervjuvala, kraje, ki sem jih obiskala za svoje reportaže, poglobim, razširim, globlje analiziram. In to so bile te 3 knjige o mafiji, o Berlusconiju, o rimsko-katoliški cerkvi. In potem mi je tukaj zmanjkalo materijala, glede na mojo profesionalno pot, in sem se lotila leposlovja. In sem v bistvu enake teme, zelo podobne teme,
predstavila v romaneskni obliki. Sie sagen, es sind die gleichen Themen, was ja auch bedeutet, dass das Thema eine große Rolle spielt, denn man könnte ja auch sprechen über Stil, man könnte sagen über Zugang. Sie könnten ja auch von Ihren Sachbüchern nun auf einmal anfangen, mythologische Romane, die im Altertum spielen, zu schreiben. Sie haben in dem Roman, das ist sehr auffällig, in dem Pakt schildern Sie ja, lehnen Sie sich ganz stark an reale Ereignisse. Das heißt, der Übergang, den Sie eben geschildert haben, von ich habe jetzt mehr Raum, ich kann auch über Dinge berichten, die jetzt nicht faktisch basiert sind, dieser Übergang ist ja ein sehr schmaler, wenn ich denke. Also Sie sind ja, diese Romane sind ja immer noch sehr nah an der Realität angesiedelt. To je bil moj glavni namen. To je bil moj glavni namen. Jaz v bistvu, moje knjige, te tri kriminalke, niso klasične kriminalke v smislu policaj išče zločinca, ampak jaz jim bolj pravim politični trilerji, ker je vsak od teh treh romanov naslonjen na neko resnično, družbeno, politično dogajanje, ki se prepleta s kriminalom. Kar mene zanima v tem mojem literarnem ustvarjanju, je iskanje tega nevidnega, iskanje tiste nedefinirane meje med zakonitim in nezakonitim. In to, kar ste omenili, se mi zdi zelo pomembno. Je prehod, se pravi, roman je lahko, ni nujno, da mora, ampak v mojem primeru je roman tudi prehod med nekim sporočilom iz realnega sveta, neko resnično družbeno-politično realnostjo, skozi neko romaneskno zgodbo, ki bralcu da užitek, ko bere, če mu je všeč, seveda pri tem uživa, ker bere neko leposlovno delo, ampak hkrati dobi neke ključne informacije o svetu, v katerem živi. Damit sprechen Sie die Möglichkeiten an, die ein solcher Roman hat, der sich eng an der Realität hält. Die Grenzen sind natürlich auch klar, nämlich wenn Sie sehr viel auf die Realität basieren, dann kann es sein, dass irgendwann ein Leser kommt und sagt, wieso, das war doch gar nicht so. Ist das eine Gefahr? Empfinden Sie das als eine Einschränkung oder eher als ein Ansporn? Izziv definitivno. Izziv definitivno, zaradi tega, ker meja je jasna. Se pravi, in to tudi v vsakem od romanov na začetku napišem, junaki in zgodba so popolnoma izmišljeni, vendar pripeti na nek realen okvir. Tako da, kar se tiče resničnega okvirja, meni noben ne more reči, da to ni res. Zakaj? Ker so to dogajanja, dogodki, o katerih sem jaz poročala kot novinarka in ki so se resnično zgodili. V prvem romanu je to povezava med sicilijansko mafijo in italijansko državo, v drugem romanu je vpliv službe državne varnosti nekdanje socialistične Jugoslavije in povezave s sicilijansko mafijo, v tretjem romanu so pa to bruseljske spletke, skratka evropska politika in narkokriminal, ki tihotapi mamila prek antverpenskega pristanišča. Skratka, to so trije okvirji, ki so popolnoma resnični. Nekateri deli knjige so v bistvu moji novinarski članki, malce prikrojeni. Vendar zgodba, ki se odvija na tej podlagi, junaki so pa popolnoma izmišljeni. Sie sind Slowenin, Sie schreiben über Italien. Das legt natürlich die Frage nahe, inwieweit es da eine Vergleichbarkeit gibt. Also wenn ich diese beiden Länder anschaue, geschildert von Ihnen oder von anderen Autoren, und wenn wir hier bei Kriminalgeschichten sind, finden Sie auch, dass die Frage nach dem organisierten Verbrechen vergleichbar ist? Oder würden Sie sagen, dass Sie haben sich als Slowenin gerade auf Italien geworfen, weil es da so anders ist? Jaz se bojim, da so stvari še veliko bolj zapletene. Kar se tiče vpliva organiziranih kriminalnih skupin, že vsaj 20 let ne moremo več govoriti samo o Italiji.
V tem trenutku že 4 leta živim v Bruslju, ker od tam poročam za nacionalni radio in televizijo in vpliv, ki ga imajo kriminalne organizacije z denarjem, ki so ga zaslužile s tihotapljanjem mamil, je v državi tako močno čutiti, da so se oblasti v zadnjih letih dejansko korenito lotile tega problema. Veliko prepozno, kot so tudi same priznale, ampak priznajo, da je to zadeva, ki je prepletena tudi v njihovo družbo, definitivno gospodarstvo in morda tudi politiko. Slovenija je pri tem, se pravi, sever Evrope, razviti zahodni del Evrope, nikakor ni imun na vpliv kriminalnih organizacij. Preprosto zato, ker morajo te kriminalne organizacije ogromne vsote nezakonitega, umazanega denarja nekje oprati. In prale ga bodo tam, kjer je veliko denarja. Ne bodo ga prali v neki zabačeni sicilijanski vasi, ampak nekje, kjer je denarja veliko in lahko ta umazani denar skrijejo. Slovenija ima tukaj srečo, da je majhna država z relativno majhnim bančnim sistemom in je pri teh mrežah v glavnem prehodna država. Ich würde jetzt gerne noch auf den literarischen Aspekt zu sprechen kommen. Sie beginnen ja super konventionell, fast schon wie ein Klischee. Also der ewig betrunkene Polizist wacht auf, guckt sich um, weiß erstmal gar nicht, wo er ist. Warum wacht er auf? Weil das Telefon klingelt und das ruft ihn zur nächsten Leiche. Also das ist wirklich sozusagen, als wollten Sie uns ein Klischee eines Kriminalromans geben. Aber dann ändern sich die Dinge dann eben ganz entscheidend. Und ohne, dass Sie das groß betonen, aber als Leser irgendwann merkt man das, es heißt immer, der Trunkenbold, der ewig Betrunkene und so, dann trinkt er 3 Tage lang keinen Tropfen. Und manchmal hatte ich das Gefühl, Sie nehmen die Regeln oder Konventionen des Genres, um sie zu brechen und mit uns zu spielen. Täuscht mich das? Ja, hvala, ker ste to opazili in upam, da mi niste zamerili, ker moj namen je bil, da vas naplahtam. Namen tega prvega poglavja dejansko je ta, ker želim, to je bil moj prvi roman, jaz se nikoli prej nisem pač ukvarjala s pisanjem leposlovja, sem pa strastna bralka kriminalnih romanov. Vedela sem, kaj želim povedati v tem romanu, ampak če bi jaz začela zdaj z neko globoko analizo italijanske politike in družbe, bi takoj zaprli in tega noben ne bi bral. Se pravi, sem uporabila ta trik, ki ste ga zdaj izpostavili in me razgalili pred potencialnimi bralci. Trik pijanega policista, ki se zbudi v totalni komi in skratka, ki bi morda bralca kriminalnih romanov takoj pritegnil. In sem potem upala, da ga bom uspela obdržati do konca. Ich hoffe, ich habe nichts getan jetzt, was diese Absicht durchkreuzt. Das täte mir dann leid. Sie beschreiben, und das hat mich natürlich besonders hellhörig gemacht als Journalist, der ich bin, den Niedergang des Journalismus. Und Sie beschreiben, wie Dinge wie Recherche, erst ermitteln, dann schreiben, eine gewisse Ausgeruhtheit, die zu einer Vertiefung führt, auf dem Rückzug sind. Und Sie beschreiben insbesondere, wie da der Online-Journalismus da eine Rolle spielt, die da nicht besonders hilfreich ist. Ist das eine Beobachtung, die Sie gemacht haben am italienischen Journalismus, am slowenischen Journalismus, oder würden Sie sagen, das ist immer und überall so? Wie ist es da, wenn man ins Detail geht? Jaz mislim, da je vse povsod tako. Odvisno je samo od tega, kako velik je trg in kako velika in bogata je država. Ker drugega razloga, zakaj se zmanjšuje ta moč in možnost preiskovalnega novinarstva, je samo en razlog. In to je denar. Denar, s katerim razpolagajo medijske hiše, ki izdajajo medije. Se pravi, bodi si časopise, bodi si politične revije, bodi si karkoli, kar ni povezano s hipno informacijo spletne platforme.
V Sloveniji recimo vi nimate medijske hiše, medijskega lastnika, ki bi vlagal v preiskovalno novinarstvo. Vi veste, kot kolega, preiskovalno novinarstvo zahteva čas. Ti ne moreš biti preiskovalni novinar in se ukvarjati z neko poglobljeno temo, če moraš vsak dan narediti prispevek za tvojo oddajo ali napisati prispevek za tvoj časopis. Tebi mora tvoj delodajalec dovoliti, da greš 3 tedne, 3 mesece samo v to, da se posvetiš samo tej temi, s katero se ukvarjaš. V Sloveniji recimo tega nimamo. V Nemčiji, na srečo, ker imate pač bogatejše založnike, to še vedno imate in ta razlika se opazi. Danes je v medijskem prostoru informacija, kot je bilo že 1000-krat povedano, 1000-krat prežvečena ena in ista floskula, ki se kot v centrifugi perpetuira z enega družbenega omrežja na drugega. Po mojem mnenju. Der erste Teil Ihrer Trilogie liegt nun auf Deutsch vor. Ich will überhaupt nicht spoilern, aber das Ende schenkt mir jetzt nicht allzu viel Hoffnung. Aber es ist ja eine Trilogie. Was darf ich... Nein, ich will es jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber wird meine Emotion am Ende des 3. Teils dieselbe sein? Ne bom povedala. Če je tukaj danes med gledalci morda kakšen nemški založnik, naj mu bo vaše vprašanje vzpodbudo, da bo prevedel še 2. in 3. del, pa boste vedeli. Ich könnte gar nicht einverstandener sein. Herr Golob, Sie bewegen sich als Autor in ganz unterschiedlichen Bereichen und bevor ich mich mit Ihren Texten auseinandergesetzt habe, habe ich eine Sache von Ihnen gehört, nämlich die, dass mir slowenische Freunde gesagt haben, und zwar mehrere. In ganz Slowenien gibt es einen einzigen Autor, der vom Schreiben und nur vom Schreiben leben kann. Und dann fiel Ihr Name. Und als ich mir dann angeguckt habe, dass Sie sich in so unendlich vielen Bereichen auch bewegen, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht auch ein Rezept, nämlich einfach das schreiberische Talent, das auch in mehreren Genres auszuprobieren. Sie haben Romane, Sie haben Kinderbücher, Sie haben Magazinkolumnen veröffentlicht. Im kommenden Jahr, habe ich gesehen, erscheint ein Radreiseführer von Ihnen, von Slowenien. Und Sie haben eine Krimiserie veröffentlicht, über die wir heute sprechen wollen. 2016 erschien Der See. Dann folgte Leninpark, Das Tal der Blumen, Virus und zuletzt im vorigen Jahr der Roman Koma. Protagonist ist der Ermittler Taras Birsa. Er ist schon etwas älter, Familienvater und begeisterter Hobbysportler. Das habe ich auch den Leseproben sehr gut entnehmen können. Aber, weil Leseproben natürlich dann irgendwann abbrechen, was macht ihn als Kriminalisten aus? Najprej hvala za povabilo in še to, da ste mi dali skupaj z Mojco, midva sva dogovorjena, da bo ona govorila, jaz bom bolj manj kimal. Mogoče zato, ker ona odraščala v italijanske meji, jaz v avstrijski. Zdaj pa nekako k vašemu vprašanju. Mislim, jaz sem, ker sem se lotil prve kriminalke, se pravi Jezera, sem takrat nekako zastavil tako, kot je Mojca. Moj kriminalist je bil v prvem poglavju pijan, tudi on se je zbudil pijan in jaz sem pač poskušal posnemati te skandinavske kriminalke, Johan Nesboja in njegovega Harryja Hola, na kar sem za sabo prebral tisto prvo poglavje in se mi zdelo toliko bedasto, da sem popolnoma spremenil karakter tega mojega kriminalista in postal abstinent, posiljen razmer, zato ker je alergičen na alkohol. In potem sem v bistvu dobil zelo nekako zanimivo osebo. Človek bi imel vsa psihološka nagnjenja k alkoholizmu, pa ne sme piti. Tako da, ker sem iskal nekega na nek način frustriranega človeka v bistvu.
Zdaj pa, kar se pa kriminalistov tiče, to sem se pa obdal s temi strokovnjaki, ker jaz o teh zadevah pač nič ne vem. Me pa recimo kot alpinista, kar sem tudi zelo motil, ker sem bral poskuse laikov pisanja o plezanju ali pa recimo tudi čist kratka novinarska poročila o nesrečah v gorah. Koliko napak naredijo ti ljudje pri enem kratkem članku to, ali pa tisti, ki pišejo o alpinizmu. In jaz sem vedel, da delam na nek način, da sem obsojen na to, da bom delal napake, ko bom pisal o kriminalistih. Hotel pa sem, da je ta okvir, vsaj tisti realitetni okvir, dovolj čvrst. Tako da sem pri teh stvareh se zanesel na ljudi, ki so dejansko zaposleni v policiji ali pa v teh službah, ki skrbijo za policijo. In še danes v bistvu se z istimi strokovnjaki pogovarjam, kadar je treba, ne vem, poročila o patološka in podobno razrešiti. Ich meine, pathologische Berichte sind das eine. Oder wie ein Polizeiapparat arbeitet, ist das eine. Und da ist es natürlich, fällt es extrem auf, wenn es nicht stimmt oder wenn es einfach mit dem nicht übereinstimmt, wie Experten einem das schildern. Auf der anderen Seite hat ja jeder Ermittler, je weniger er eingebunden ist oder je höher er auch in der Hierarchie aufsteigt, seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Methoden. Und Sie führen das ja am Anfang von Lenin Park, finde ich, ganz wunderbar vor, indem Sie so ein Panorama entwickeln, die auch hier wieder ein Anruf und wie reagieren die unterschiedlichen Beteiligten im Rahmen des Polizeiapparates, die dann gemeinsam aber diesen Fall lösen sollen. Deshalb, was macht den abstinenten, dem Alkohol zugeneigten Polizisten aus als ein Ermittler? Also wie ermittelt er? Wozu neigt er beim Ermitteln? Jaz sem že v bistvu s prvim romanom načel te neke verjetnostne okvire. Moj glavni kriminalist, Stara zbirka, zaposlen na policijski upravi Ljubljana, ki pokriva pač velik del Slovenije, ampak ne tistega dela, kjer se zgodi ta zločin. Recimo jezero Bohinj je na severu Slovenije in tam pride do odkritja tega trupla z odrezano glavo in zato nekako mu dodelijo ta primer, ker je bil prisoten pri odkritju tega trupla. Tako da bolj ali manj sem se moral zanašati na lastno iznajdljivost, ko sem mu dodeljeval razne primere po Sloveniji v krajih, kjer so se mi zazdeli na nek način zanimivi. Kriminalista pa mislim, jaz sem si predstavljal nek lik, ki je na nek način netipičen kriminalist, kakor je v naših predstavah, da je vseeno razgledan človek, radoveden in po drugi strani pa se pravim s precejšnjo dozo frustracije. Obesel sem mu tudi to, kar jaz vem, da bi mene frustriralo kot osebo. Nekoč se je ta razbirsa ukvarjal z alpinizmom, potem je moral pa zaradi zunanjih okoliščin to opustiti in to vem, da bi mene spravilo v globoke frustracije, če bi moral to sam narediti. In sem pač temu človeku to posodil. Ich habe gelesen, dass Ihre Krimis nicht nur sagenhaft erfolgreich sind, sondern auch fürs Fernsehen adaptiert wurden in einer Serie. Nun ist das immer so eine Sache, wenn der Autor seine Figuren und seine Geschichten aus der Hand gibt und sagt, zustimmt, dass die nach Vorstellungen, die er nicht mitformen kann oder nur wenig mitformen kann, dann eben auf die Leinwand oder auf den Bildschirm gebracht werden. Wie war bei Ihnen dieser Prozess und erkennen Sie oder wo erkennen Sie Ihre Geschichten wieder?
ich meine das gar nicht wertend, so von wegen, es muss alles genauso sein wie im Buch, überhaupt nicht. Aber wo würden Sie sagen, welche Adaptionen wurden gemacht, welche Unterschiede in der Rezeption, in der Wahrnehmung sind jetzt da, wenn man zwischen dem Krimi, dem Buch und der Serie unterscheidet? Jaz sem, ko sem podpisal pogodbo za adaptacijo teh svojih romanov oziroma Prvega jezera za RTV Slovenija, sem podpisal na ta način, da bom soscenarist, ne. In da bom sodeloval pri pisanju scenarija. Potem sem dobil ti scenarij že napisan na mizo, naj podam pripombe in jaz sem se zgrozil v samoti svojega doma in se lotil temeljitih popravkov. Mislim, da mi je 14 dni vzelo zelo dragocenega časa, ker sem bil sred pisanja druge kriminalke, ampak sem žrtvoval teh 14 dni, 12 ur na dan in to vnesel te popravke, poslal nazaj in potem čakal na prvi del, ker v 6 delih je šlo Jezero na RTV Slovenija in v okviru Slovenskega filmskega festivala so prikazali prva 2 dela in sem nekako zgrožen opazil, da niso upoštevali niti črke od tistih mojih pripomb. Zdaj, bil sem pa na nek način zelo vesel, da niso, ker se je pokazalo, da nekatere stvari še danes mislim, da bi bilo boljše, ko bi me poslušali, pri večini pa je vendarle televizijski jezik nek drug jezik od tega, ki ga mi pisatelji pač v pisanih besedilih povemo. Tako da suma sumarum sem zadovoljen s tistim, kar je nastalo televizijsko. Okay. Sie zeigen uns die Ermittlungsarbeit aus verschiedenen Perspektiven. Besonders, ich habe es ja eben schon gesagt, besonders schön fand ich das und überzeugend fand ich das bei Leninpark, wo man sieht, wie die Einzelnen aus unterschiedlichen Richtungen dann zu dem Tatort kommen, wo die Obdachlose, die erschossen wurde, auf der Bank liegt und da beginnt sozusagen die eigentliche Untersuchung, dieses Aufbrechen der Einzelnen. Ist das ein Mittel, um uns halt das Team vorzustellen, sodass wir jeden Einzelnen irgendwie vor Augen haben, die ja unheimlich unterschiedlich sind? Oder ist das noch mehr, hat das noch Wirkungen darüber hinaus, diese Vereinzelung der Figuren am Anfang? Ja, seveda skozi delo na nek način najlažje predstaviš različne karakterje, ne? In skozi delo tudi zgodovino teh karakterov lahko poveš. Kar se pa tiče teh nekih realnih okvirov policijskega dela, je pa tako, da jaz tu večkrat rad povem to anekdoto, ki se mi da zgodila Johnu Fordu, temu režiserju ameriškemu, ki so mu nekoč menda učitelji, ko je snemal te napade Indijancev na poštne kočije, češ da zakaj pa Indijanci preprosto ne ustrelijo konjev, mnogo bolj preprosto kot pa tiste, ki streljajo nazaj. In je odgovoril, ja, pol pač ne bi imeli filma. In jaz povem, da ta upoštevanje teh realnih okvirov ima neke svoje meje. Če bi preprosto upoštevali vse, kar je realnost zahteva od nas, na koncu ne bi imeli kriminalke. Ja, und kein Film mehr, genau. Was mich besonders beeindruckt hat oder was bei mir hängen geblieben ist, ist auch, um das noch kurz abzuschließen, eine Gestalt, einer der Ermittler, der gezeigt wird, wie er da morgens in der Küche ist und sich sein Spiegelei brät mit viel zu viel Cholesterin und all das, aber wie er in eine Sehnsucht gerät. Also er ist geschieden und macht sich dieses völlig ungesunde Frühstück, aber dann wird geschildert, wie er einmal sich überlegt hat, wie schön wäre das,
in einem Ort zu leben, der niemals kälter als 18 Grad ist und wo es aber niemals heißer als 25 Grad ist. Also der Hintergrund ist eben, dass dieser Krimi in einer unheimlichen Hitze spielt, also eine Hitzewelle über Ljubljana. Und dann googelt er. Und dann findet er eben tatsächlich einen Ort. Und dann ist das dann ist ganz früh in dem Buch eine Sehnsucht gesetzt für diese Figur, die man dann einfach nicht mehr verliert. Also man denkt diese Figur immer zusammen mit diesem, könnte ich doch auf Gran Canaria sein, wo eben diese Verhältnisse so sind. Mir gefällt sehr, wie sie beide in ihren Krimis dezent oder lauter auf die sozialen, gesellschaftlichen Verhältnisse hinweisen. Bei ihnen ist es so, dass sie einen Kindergarten schildern, eine Kindergartengruppe. Das sind dann die Leiche entdecken. Und mit eigentlich ganz wenigen Strichen zeichnen sie einen Jungen, das ist so ein Nobelkindergarten, also das ist im Nobelviertel und die Eltern haben alle Geld. Und dann heißt es von einem Jungen, der wird nur ganz kurz eingeführt, und zwar aus den Augen der 25-jährigen Kindergärtnerin. Und die sagt, nennt ihn irgendwie den Chef von morgen oder den zukünftigen Chef. Und sofort ist ein Bild da, man kennt das aus Kindergärten, glaube ich, aus aller Welt. Wenn da eine bestimmte Klientel da ist mit ihren Ansprüchen, dann werden auch die Kinder nicht unbeeindruckt sein. Also wie gesagt, ein ganz kleiner Halbsatz, der aber unheimlich einführt in die Situation. Welche Rolle spielen solche kleinen Hinweise für Ihren Roman? Ist sowas ein Beiwerk oder ist es mehr? Soll es zu etwas führen? Mislim, da se, kar se tega tiče, kriminalni romani niti ne razlikujejo od siceršnje bolj resne literature. Der Teufel liegt im Detail, kako že ne. Detajli naredijo zgodbo in hvala, da ste me spomnili, da moram čim prej obiskati Kanarske otoke, ker še nisem bil tam. Spomnim se tega, kar sem pisal, da sem googlal, kje bi ta kraj obstajal na svetu med 18 in 25 stopinjami. Tako da bom moral tja. Ich glaube, das kann man mühelos auf viele bei uns im Raum erweitern, denke ich mal. Diese Sehnsucht nach einem Ort. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit wir noch haben. Ich werde das gerade nicht, weil ich einen Anruf erwarte, sondern weil das meine einzige Uhr ist. Ich würde gerne Sie noch gemeinsam befragen zu den Grundlagen nochmal speziell zu dieser Hinwendung zu der gesellschaftlichen Verknüpfung der Romanhandlung mit eben dem Außerliterarischen, aus der Realität. Man hat ja oft, wenn man sich so weltweit umguckt, die Kriminalromane, das ist dieses, dass man sehr stark das Regionale hat. Das ist ja eine Welle. Also ich weiß es von Deutschland, es gibt, glaube ich, keine einzige deutsche Region, die nicht eine eigene Krimiserie hat, ob die nun in der Gegenwart spielt oder in der Vergangenheit. Die enorm erfolgreichen Bretagne-Krimis von Jean-Luc Banalek kennen Sie vielleicht, wo also, ich glaube jetzt im 12. Band, der Kommissar immer in einer anderen touristischen Destination zu tun hat und Fälle löst. Welche Rolle spielt bei Ihnen tatsächlich die Landschaft? Also sind Ihre Fälle, könnten die überall spielen oder gehört der spezielle Fall an die spezielle Örtlichkeit, wo er sich abspielt in Ihren Romanen? Sei es eine Stadt, sei es ein Park, sei es ein See in den Bergen. Möchten Sie vielleicht anfangen? Ja, moj odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Brez te realne povezave z realnostjo nobenega od mojih romanov ne bi bilo. Zaradi tega, ker se vsak od njih dogaja na neki specifični družbeno-politični realnosti.
Torej, prvi roman se povezuje z Italijo, drugi roman se povezuje s Slovenijo, tretji roman se povezuje z Brusljem, Belgijo, Evropsko unijo. Kar jim je skupnega, pa ni ta kriminal, o katerem ste zdaj vi govorili. Ta kriminal, ki ga danes res opisuje na milijarde televizijskih serij in tudi drugih romanov, ki jih vsi strastno radi beremo, vsaj jaz in sledimo tudi tem serijam. Vam bom odgovorila z nečim, kar so ugotovili italijanski preiskovalci mafijskega fenomena v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Kriminalne organizacije se odvijajo na 3 nivojih. Na prvem nivoju, na prvi ravni je tako imenovani vojaški del. To so tisti, ki jih ponavadi vidimo v kriminalnih romanih, tisti, ki streljajo, ki se tudi med sabo pobijajo, ki izvajajo pokole in poboje. Na drugi ravni je tako imenovano gospodarstvo, podjetniška mafija. Tisti, ki perejo ta denar, ki ga zaslužijo kriminalne organizacije s svojimi nezakonitimi posli. In na tretji ravni, kar so ugotovili italijanski preiskovalci, je politični nivo, ki ga običajno v nekaterih državah sploh ne preiskujejo, ki ga dolgo, zelo dolgo ni bilo mogoče preiskovati, ker ni bilo kaznivega dejanja, ki bi preganjalo povezavo s kriminalno organizacijo oziroma sodelovanje z mafijo. V Italiji so si morali to kaznivo dejanje izmisliti, da so lahko preganjali politike, ki so sodelovali s kriminalnimi, v njihovem primeru mafijskimi organizacijami. Skratka, mene v vseh teh 3 knjigah zanima ta tretji nivo. Iskanje teh meglenih, nevidnih povezav med zakonitim in nezakonitim svetom. Jaz sem imel na nek način srečo z jezerom. Takrat sem po nekem slučaju postavil ta umor v Bohinj, to je ob neko jezero, sred gora. In potem, ko sem videl, da serijo, sem opazil, da so ti posnetki preprosto čudoviti, najlepši. V bistvu, na nek način je okolje, narava dobilo neko stransko vlogo v tej nadaljevanki. In potem sem se zavedal tudi, da je lepota narave ponuja nek kontrast med resnostjo zločina, ko govorimo o umoru. In na ta način zelo deluje kot nek ojačevalec tistega umora. Ob tistih posnetkih Lepega jezera se zavemo, da je šele resnosti zločina. Tako da sem potem, ampak je bil tudi en scenarist, je bil iz Srbije, se spomnim tega jezera, in je takrat rekel, da imamo Slovenci srečo, da kamorkoli obrnemo kamero, je lepo. In je res imamo. Pri Virusu, recimo, ker mislim, da je moja 4. kriminalka, se spomnim, da sem enkrat, da sem postavil ta zločin v nek vinorodni okoliš na jugu Slovenije, in ker sem prišel enkrat v eno gostilno tam, čisto slučajno, so me spoznali in sem dobil na mizo liter vina zastonj, zato ker sem ubil enega v njihovih krajih. Wäre das für Ihren Kommissar eine Versuchung gewesen, den antialkoholischen Kommissar? Ta komisar je na svojo srečo ali pa nesrečo doživel eno hudo nesrečo, o kateri pišemo komi, in se je zbudil iz nje in ugotovil, da je tisti gastroezogealni refluks oziroma alergija na alkohol minila, tako da zdaj spet pije. Weiß ich ja nicht, ob man ihn dazu beglückwünschen oder bedauern sollte, aber auf jeden Fall, ja. Das heißt aber, das fand ich sehr interessant, dass Sie gesagt haben, der Kontrast zwischen dem Schrecken des Falles, der Schrecken dieses Mordes und der wundervollen Landschaft. Das hätten Sie ja auch haben können Sie haben es ja gesagt, das deckt sich mit meinen Empfindungen, dass es in Slowenien überall schön ist. Da hätten Sie ihn ja auch in eine andere Landschaft versetzen können und auch den Mord passieren lassen können. Aber Sie haben ja besonders diese Landschaft gewählt. Gibt es da auch unabhängig von Ihrer Schönheit etwas, was Sie für diesen speziellen Fall prädestiniert?
Mislim, zdaj, če govorimo o jezeru, recimo, ki se dogaja v tem obalpskem jezeru, ki ga okrožajo gore, ja, to je eno tako zelo v bistvu temačno področje. Šele kasneje, ko sem napisal že knjigo, sem zvedel, da obstaja tako imenovani bohinjski trikotnik, kjer so ljudje izginevali v preteklosti in jih nikoli niso našli, tako da nekako se je to na mojo srečo vse ujelo. Pa še en pregovor imamo Slovenci tam, oziroma Bohinjci. Bohinj je tam, kjer ima drž mlade, pravijo. Tako da, kar se vremena tiče, je tudi zelo skandinavsko. Noch eine letzte Frage an Sie beide. Ich habe vorhin mit Erstaunen gehört von einem Mitglied des Organisationsteams, dass der Krimi in Slowenien eine relativ junge Gattung sei. Also dass man eigentlich vor 10, 15 Jahren in Slowenien kaum Krimis hatte, die in slowenischer Sprache oder im Original in Slowenisch verfasst worden sind. Was für eine Rolle, wie ist der Krimi-Markt heute in Slowenien? Ich habe gehört, dass bei Ihnen Gedichte eine große Rolle spielen, dass Kinderbücher eine große Rolle spielen. Aber welche Bedeutung hat der Krimi in den Buchhandlungen? Zdaj, kriminalka niti ni tako mlad žanr v Sloveniji. Mislim, da so prve nastale takoj po drugi svetovni vojni, že v 50-ih letih. Ampak to, da je uspešna, je pa nekaj novega. Ja. Zdaj doživlja pa razcvet. Kar se pa tiče vrednotenja kriminalke, se mi pa zdi, da smo Slovenci in Nemci zelo podobni. Da jaz recimo, ko sem začel pisati kriminalke, takrat tega sem se zavedal in v bistvu pričakoval, se lahko poslovil od kakršnih koli literarnih nagrad. Čeprav so te kriminalke na nek način bolj kompleksne knjige od tistih, ki sem jih pisal prej, ker sem bil pač mlajši in manj vešč pisec. Ja, se strinjam z njim, bi pa rekla, da je v bistvu razlog za uspešnost kriminalk v bistvu on, njegova knjiga Jezero. To je takrat v bistvu, kar je res, je res. Kot je rekel Tadej, jaz recimo v Sloveniji imamo avtorja, ki ustvarja pod psevdonimom, ime mu je August Demšar in je, mislim, da leta 2007 napisal prvo kriminalko in sledilo jih je še veliko drugih. Imamo tudi druge avtorje, ne bom zdaj jih naštevala, da koga ne izpustim, ki so pisali kriminalke. In strastni bralci kriminalk smo te knjige poznali. Ni jih pa poznala širša javnost iz razlogov, ki jih je tudi že povedal Tadej, ker pač to ni visoka literatura in o tem mi ne bomo pisali. No, potem se pa pojavi on in napiše Jezero, ki ne samo, da je kriminalka v čistem žanrskem stilu, ampak je tudi, kot je omenil, neko delo, ki ti da še nekaj več, kot zgolj to, kdo je koga ubil, in kdo je lump in kdo je hudoben in kdo ni hudoben. Govorim za kolegico prevajalko, ki ima ponavadi zelo hitro govorim, se pravi, se moram umiriti, da ne bo imela težkega dela. Po njegovi knjigi sem potem jaz za pogodbo dobila nagrado založbe Mladinska knjiga, ki izdaja moje knjige. In to je potem, bi rekla, odprlo vrata. Se strinjaš? Odprlo vrata temu, da so se tudi mediji in morda tudi literarni kritiki zavedli, da v Sloveniji imamo več avtorjev, ki lahko pišejo zelo kvalitetne kriminalke. In ostalo je zgodovina. No, zdaj smo bili priča zgodovinskemu dogodku, da je Mojca je prva kolegica, ki je priznala to, kar sem hotel jaz povedati, da je z mojim jezerom se začelo, ampak pač ne upam. Da hvala. No. Se ni bilo zastonj, veš? Und was ich auch unterschreiben würde, ist, was Sie eben gesagt haben, was stimmt, stimmt einfach. Wer wollte da widersprechen? Und ich würde gerne zu meinem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Teilnahme noch eines hinzufügen, nämlich noch ist keiner der Krimis von Tadej Golob
auf Deutsch erschienen. Noch ist nur der erste Band der Trilogie auf Deutsch erschienen. Ich persönlich würde mich unglaublich freuen, wenn ich meine Lektüre fortsetzen könnte. Herzlichen Dank Ihnen allen.